Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Ja, hallo, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Monumente, Kultur und Personen. Und heute mal nicht mit einem fest an einem Ort platzierten Monument, sondern mit etwas, ja, hat ein bisschen was mit der KD zu tun, mit etwas, was seit mehreren tausend Jahren schon beweglich ist und auch seit mehreren tausend Jahren genutzt wird. Genau genommen, Kölns Zeitrechnung fängt ja eigentlich erst mit den Römern an, davor ja mit die Ubier. Aber das, worüber wir uns heute unterhalten, das gibt es schon viel, viel länger. Worum es heute geht, ist die Rheinschifffahrt. Viele kennen die Rheinschifffahrt heutzutage noch von diesen weißen Schiffen, unter anderem von der KD, die hier längs des Rheines zu finden sind. So, aber damit hat es nicht angefangen, denn, ich drehe mich mal um, denn die Rheinschifffahrt hat aufgrund ihrer verkehrsstrategisch günstigen Lage des Rheins an und zwischen den wichtigsten wirtschaftlichen Industriegebieten Europas ihr Zuhause. Nicht nur in der Neuzeit, sondern halt, wie ich vorhin auch sagte, schon weit, weit aus davor. Heute gehört der Rhein zu einer der stärksten befahrenen Industrieschifffahrten Deutschlands. Wir kennen das heute alles nur so, also praktisch, hey, ich zeige es in Seraf, mit Kette und einer Mur und der Dinger da, ich weiß nicht, also das sind Polodrop, aber ich weiß nicht, wie man die andere Stehe sonst nennt. Und dann natürlich das, was da drüben am Verweisen ist, diese hässliche Treppe, alles irgendwo gemacht, aber das war nicht immer so. Da komme ich jetzt gleich drauf. Aber erstmal erzähle ich euch noch was. Also denkt euch doch mal ganz einfach, das bebaute da alles schon mal weg. Bereits seit der Römerzeit ist der Rhein eine der bedeutendsten Wasser- und Handelsstraßen. Der römische Flusshandel verwendete dort einen Flusskahn-Typ, also nicht so ein Ding, wie wir da heute sehen, der etwa 30 Meter lang und 9 Meter breit war, sowie einen Tiefgang von ungefähr 70 Zentimetern hatte. Ein solches Schiff, das wohl gerudert als auch gesegelt wurde, konnte somit eine Fracht von 100 bis 150 Tonnen transportieren. Um 13 vor Christus wurde am Rhein die Classis Germanica aufgestellt. Das war einer der größten Flottenverbände des Römischen Reiches. Die Classis Germanica ist ein Teil der Truppen gewesen, die hier am Unter-, Ober- und Niederrhein patrouilliert haben und dementsprechend von Rom nach hier in Köln und weiter darüber hinaus unter anderem auch Truppen- und Materialtransporte bewacht hat. Die haben im Endeffekt auch dafür gesorgt, dass alles auf dem Rhein richtig lief. Ich weiß nicht, ob die sich so schwer getan haben, wie die Jan von Wert vom Poller loszukommen, aber ja, vielleicht war das damals auch so. Diese Waren und Güter wurden dann auf kleine Lastkähne umgeladen, die dann den Rhein hoch und den Rhein runter die Waren mehr oder weniger verteilten. Diese Lastkähne wurden in der Regel von Pferden gezogen. So, jetzt gucken wir mal zu einer Seite Kölns, die jeder eigentlich kennen sollte. Heute sagen wir dazu Deutsch, Schelsig. So, jetzt gucken wir noch zurück auf die Lastkähne. Und wo kommt das mit der Schelsig her? Die meisten von euch wissen es, die Lastkähne, wenn die hier entlang des Ufers her sind, ne, so hier auf der Seite, ne, kam tagsüber die Sonne von drüben, da, ne, von der. Ja, und dann bekamen die eine Augenklappe, wurden sozusagen auf der Seite, wo die Sonne stand, blind gemacht. Und somit kam es zu dem Ausdruck Schelsig. Das war noch weit vor Deutsch. Der meint, das war ein einfaches Unterfangen, weil das war damals alles nicht so begradigt wie hier. Und es war vielmals oft so, dass Felsbrocken noch im Wasser lagen, die umschifft werden mussten, was äußerst schwierig war. Es gab vielmals die Sache, die ja so war, dass die Landherren vor Ort mit Absicht Barrikaden eingebaut haben, die dann mehr oder weniger Wegezoll verlangten, damit die Lastkähne dran vorbeikam. Später nannte man sowas dann offiziell Stapelrecht. Das Stapelrecht war an mehrere Städte verliehen worden, entlängs des Rheins, und Köln war eine. Ist der Rhein für Massengüter und Containerschiffe der bevorzugste, weil billigste Transportweg.
Aber nach dem Wiener Kongress trat 1816 in Mainz eine Kommission zusammen, um für die Rheinschifffahrt eine gemeinsame Übereinkunft der Rheinuferstaaten zu erarbeiten. Mit der Rheinschifffahrtsakte vom 31. März 1831 wurde die Freiheit der Schifffahrt bis in das offene Meer garantiert. Das Stapelrecht, das ich vorhin erwähnte, in Köln und in Mainz und in anderen Städten abgeschafft. Schifffahrtshindernisse wurden oder beziehungsweise waren demnach zu beseitigen, so dass alle entsprechend gut durchkommen konnten. Das Stapelrecht oder auch Niederlagsrecht war im Mittelalter das Recht einer Stadt vom durchziehenden Kaufleuten zu verlangen, dass sie ihre Waren in der Stadt für einen bestimmten Zeitraum auf dem Stapelplatz abluden, stapelten und anboten. Teilweise konnten sich die Händler durch Zahlung eines Stapelgeldes aus der Stapelpflicht befreien. Zusammen mit dem Stapelrecht hatten die Städte meist ein Umschlagsrecht. Beide Rechte verteuerten also die betroffenen Waren und beförderten die Interessen städtischer Gewerbe. Von Hochstaden gewährte den damaligen Kölnern 1259 das sogenannte Stapelrecht. Dadurch sind die Patrizier dann saureich geworden. Später natürlich auch aus der Stadt gejagt worden, aber so war das damals. Aufgelöst wurde durch diesen Mainzer Vertrag, den ich vorhin erwähnt habe, von 1831. Nächste Stelle muss ich jetzt mal ein bisschen ablesen, weil das kann ich mir alles auswendig nicht merken. Alles, wo nicht Köln steht, das kann ich mir nicht merken. Die wichtigsten kommerziellen Rheinhäfen am Ober-, Mittel- und am Niederrhein sind und waren Basel, Straßburg, Kehl, Karlsruhe, Wörth am Rhein, Germersheim, Speyer, Ludwigshafen, Mannheim, Worms, Germsheim, Mainz, Lahnstein, Koblenz, Berndorf, Andernach, Godorf, Wesseling, Gürden-Nil, Leverkusen, Dormagen, Neuss, Düsseldorf erst ab 1831, Krefeld, Duisburg-Ruhrort, Orsoy, Walsum, Rheinberg, Wesel, Emmerich am Rhein, Nijmegen, Dordrecht und Rotterdam. Jetzt kommen wir im nächsten Teil zum Thema Wasserstand. Wassertiefe und Pegelstand sind natürlich essentielle Markierungen oder Marker für die Leute, die mit ihren Schiffen tagtäglich den Rhein rauf und runter fahren. Und dazu werden unter anderem, was den Pegel betrifft, auch natürlich Pegelmessstände genutzt. Jeder hier in Köln kennt natürlich hier die Pegeluhr, die direkt kurz vor der Altstadt am Rhein ist. Die aktuellen Wasserstände werden regelmäßig an den Rheinpegeln abgerufen. Die Messwerte werden an die zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter und Direktionen sowie an die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz übertragen. Diese sind für jedermann zugänglich und außerdem kann man über einen automatischen Anrufbeantworter unter einer gewissen Nummer frei diese Werte erfahren. Hier wird 31 Messmarken für Wasser- und Pegelstände. Und diese Wasser- und Pegelstände unterteilen sich dann auch nochmal in Richtlinienstände. Sozusagen, was ist Normalwasser, was ist Hochwasser, was ist Niedrigwasser. Weil diese Informationen sind natürlich für die Kapitäne auf den Schiffen essentiell wichtig, wenn sie ihre Fracht von A nach B bringen. Ist zum Beispiel der Wasserstand niedrig und der Kapitän kann weniger Fracht laden, wird automatisch die Fracht dadurch teurer. Andersrum wird sie natürlich günstiger. Jedoch muss der Kapitän dann auch immer irgendwo abwägen, lasse ich mich darauf ein, weil je mehr Wasser, umso stärker ist natürlich die Strömung. Die Schifffahrtspegel am Rhein weisen eine Hochwassermarke 1 und 2 aus. Bei der Hochwassermarke 1 müssen sich laut Rheinschifffahrtspolizeiverordnung, was für ein Scheißwort sage ich ja nur, um Schäden an den Ufern zu vermeiden, alle Fahrzeuge mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb in der Talfahrt, in der Fahrwassermitte und in der Bergfahrt im mittleren Drittel des Stromes halten. Als Breite des Stromes gilt der Abstand zwischen den Uferlinien. Beim Fahren einschließlich des Überholens sind höchstens bis zu 2 Schiffs- oder Verbandsbreiten zulässig. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Rhein beträgt 20 km/h gegenüber dem Ufer. Ja, und der Junge, der hat Spaß. Aber wie soll man ihm das auch verübeln? Er ist ja schließlich am Rhein. Die angestrebte Wassertiefe ist natürlich nicht immer vorhanden. Ne? Es gibt dabei zu beachten, dass Tiefen sich eigentlich auf die Jahrestrombreite beziehen. Und somit, ich sage mal, bei Hoch- und Tiefwasser sich natürlich so, dass insbesondere Schifffahrtzüge oder Schleppzüge natürlich immer ein Problem haben, wenn sie von irgendwo kommend
um die Ecke am Rhein worden. Fahrgastschiffen lässt sich der Tiefgang kaum beeinflussen. Der Schiffführer entscheidet, wie hier in Köln, eigenverantwortlich, ob er bei Niedrigwasser die für sein Fahrzeug erforderliche Fahrrinnentiefe noch gegeben ist. Am Rhein gelten detaillierte Verkehrsregeln, wie ihr jetzt mitbekommen habt. Ohne die wäre ein solch dichter Verkehr unterschiedlichster Fahrzeugtypen nicht möglich. Möchte ich euch noch eins zeigen. Viele Leute haben hier auf dem Rhein schon mal diese Bojen gesehen, die da irgendwo im Wasser sind. Und die hängen natürlich mit der Fahrwassertiefe oder mit der Fahrspur zusammen. So was ist ein sogenanntes Warschauzeichen. Und das, was da gerade vorbeikommt, die Wasserpolizei, die achtet natürlich nicht nur darauf, dass die Schiffe, die hier entlang des Rhein fahren, ihre 20 km/h einhalten, sondern auch, dass sie in der begrenzten Zone, der durch diese Warschauzeichen, also hat nichts mit der Stadt in Polen zu tun, sondern Warschau ist aus dem Seemännischen ein Begriff für Achtung, aufpassen, gucken. Diese Warschauzeichen halten die Schiffe da, wo sie hingehen. Wie wir jetzt also alle mitbekommen haben, ist die Rheinschifffahrt, insbesondere hier in Köln, nicht etwas, das es erst seit 100, 200 Jahren gibt, mit all ihren Gesetzen, all ihren Merkwürdigkeiten, all ihren Auffälligkeiten, sondern es gibt es schon seit jeher, seit Menschen hier denken, auf gut Deutsch gesagt, alles, was auch vor der Urbier war, musste hier irgendwie am Rhein landen und hat es genutzt. Denn, wie eingangs gesagt, es bietet sich hier für Europa absolut an, den Rhein als Fahrrinne, als Transportweg zu nutzen. So, ich hoffe, ihr habt für heute was gelernt. Hattet ein bisschen Spaß an dieser, ja, ein bisschen außergewöhnlichen Monumente, Kultur- und Personensendung. Und ich hoffe, ich sehe euch bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.